Bist du hier am West? Klar, das ist ja die Niederdeutsche Bibliothek. Also wenn du mal was nachschauen musst, was du nicht so in Bauchschap hast, musst du ja hierher kommen. Gar nicht und ist ja, anders. nee, und ist wirklich neu, oder? Also Ja, ist wirklich das neu. lohnt sich hier auch mal lang zu spazieren. Ja. Und dann auch noch der ganzen Film Wolker, der ob die Töft, finde ich immer super. Aha. Musst du öfter mal was nachschlagen? Ich habe so gedacht, noch nie ein ganze, die ganze Lopern hätte sich das eigentlich so ein bisschen nachschlagen. Aber muckst du doch, oder also was? natürlich geist du mal was nachschlagen. Und das lohnt sich ja auch immer zu stöbern. Also ich habe schon viele Bolker behus. Ja, und ich perfekt. wirklich liebe Bolker. Jetzt muss ich, die kann ich das ja sagen, ich sortiere ja behus nach Farben. Gelb, schwarz und rot. Und, aber hier, also da einmal dort zu stöbern, so auf dem Sonntag oder so, ist schön. Das muckt die schon Spaß. Klar. Okay. Ja, was man sich nicht so abends voneinander nicht wählt. Ne? Ja, Das ist ja eigentlich und die das kennt uns also Interessante. lange. Die kennt uns wirklich lang. Aber es gibt immer noch was zu entdecken. Richtig. Denn mal rennen. Zeig die. Moin, mein Name ist Thorsten Börnsen und ich bin der Geschäftsführer von Lennartzentrum für Niederdeutsch in Bremen. Und von dort habe ich Vanessa Kossen hier. Vanessa, für dich ganz Polüt, die dich noch nicht kennt, wirst du die Gau vorstellen? Gern. Moin, ich bin Vanessa Kossen. Ich bin 44 Jahre alt und ich lebe in Hamburg. Ich arbeite als Journalistin für den Norddeutschen Rundfunk, dort als Moderatorin, Autorin und Reporterin. Und ich moderiere seit 14 Jahren all das plattdeutsche Magazin Der Norden o Platz. Damit ihr euch nicht wundert, wir wechseln jetzt ins Hochdeutsche. Das heißt, ich stelle eine plattdeutsche Frage, Vanessa antwortet auf Hochdeutsch. Was ist die betochte Niederdeutsche? Also ich bin ja plattdeutsch aufgewachsen und Plattdeutsch ist für mich schon der Inbegriff der regionalen Identität und der regionalen Kompetenz. Wir sind ja heute in der Plattdeutschen Bibliothek, also in der Niederdeutschen Bibliothek von der Töpferstiftung. Und ich glaube, gerade hier wird einem erstmal bewusst, wie groß diese niederdeutsche Identität eigentlich sein kann. Also hier stehen Werke von Greifswald bis Dixterhusen. Und das ist eigentlich cool, dass diese Sprachgemeinschaft ja gar nicht so lütt ist und das regionale Platt aus dem Dorf überwiegt, sondern diese Sprach- und Kulturgemeinschaft, die ist so riesengroß. Und ich finde es einfach toll und bin total stolz, dass ich eigentlich seit Kindesbeinen, also seit ich sprechen kann, zu dieser Sprachgemeinschaft gehören darf. Man kann sagen, du bist zweisprachig aufgewachsen. Ja. Also du hörst nicht nur die Leute, die Hochdeutsch in der Schule gelehrt haben, du hast das sozusagen auch in der Familie gelehrt. Siehst du da einen Pluspunkt? Siehst du da einen Vorteil davon? Absolut. Also es ist ja wissenschaftlich bewiesen, dass Kinder, die zweisprachig aufwachsen, später es auch leichter haben, andere Sprachen zu lernen. Mir fällt es auch relativ leicht, andere Sprachen zu sprechen. Und ich bin auch sehr dankbar, dass diese plattdeutschen Nuancen, dass die mir einfach ehrlich gesagt so zufallen. Also viele Leute verstehen ja das regionale Platt vielleicht noch, haben dann aber Probleme, wenn sie Menschen treffen aus anderen Bundesländern, die vielleicht etwas anderes Platt sprechen. Da habe ich mich immer relativ schnell reingefunden. Und ich würde schon sagen, dass es ein ganz großer Vorteil ist, sprachlich natürlich, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, es gibt ein schönes Zitat einer Rapperin aus den 90er Jahren, die hat gesagt, es wäre heute nicht, wie es ist, wäre es damals nicht gewesen, wie es war. Und Platt war für mich ja immer ein Türöffner. Hätte ich damals nicht Plattdeutsch gelernt, würde ich heute nicht mit dir hier stehen. Platt war immer da, Platt wird es immer weitergeben. Es gehört einfach zu so einem norddeutschen Understatement. Was für ein Bedüden hat Plattdeutsch für die? Was sich natürlich gewandelt hat, ist, dass Plattdeutsch für mich plötzlich eine berufliche Bedeutung bekommen hat, als ich angefangen habe, für den NDR zu arbeiten. Und das ist etwas, was natürlich eine ganz andere Nuance plötzlich im Leben ist, wenn du beruflich einfach auch mit Plattdeutsch zu tun hast und die Chance bekommst, den eigenen Enthusiasmus, den man hat für Plattdeutsch, und ich hoffe, das wird hier klar, das ist ein Plädoyer für meine Muttersprache, dass man das auch in die Welt tragen kann und zeigen kann, es gibt nichts, worüber man nicht auch auf Plattdeutsch berichten kann. Und es ist nicht nur ein Randphänomen, sondern es ist einfach da. Und das ist mir dann auch irgendwann bewusst geworden. Ja, also es hat sich insofern schon gewandelt. Machst du Gott vertellen, wo ans die berufliche Werdegang wäre, die Karriere loben ist?
Also nach dem Abitur auf dem Plattenland in Südoldenburg bin ich zum Studium nach Hamburg gekommen, habe dort, also hier, Kulturanthropologie, Politik und Soziologie auf Magister studiert und während meines Studiums eine Bewerbung geschrieben. Ich wusste, ich will zum NDR, ich möchte dort volontieren und habe alles dafür getan. Und die fanden mich dann auch gut und dann bin ich beim NDR gelandet, habe dort volontiert. Und der NDR ist, wenn man so will, mein erster und einziger Arbeitgeber. Was für Stationen hast du da so muck? Ganz kurz. Du bist Fernsehjournalistin, aber du muckst ja ganz viel anders auch muck, ne? Ich wollte nie zum Fernsehen. Das war nie meine Intention. Ja. Ich wollte als Kind immer Hörfunk machen. Also mein Herz hat immer für den Hörfunk geschlagen und habe als Teenager angefangen, dann so Sendungen zu machen beim offenen Kanal. Auch wenn alle gelacht haben in meiner Jahrgangsstufe, sie spielt wieder Journalistin. Ich fand das toll und ich wollte halt immer zum Hörfunk. Ich habe natürlich auch Praktika gemacht bei Zeitungen. Schreiben finde ich, es liegt mir nicht ganz so sehr und ich arbeite lieber mit Stimme und mit Tönen und mit Musik und das hat mir immer mehr gelegen. Erstaunlicherweise, ich sage das immer scherzhaft, bin ich im Volontariat auf die schiefe Bahn geraten und beim Fernsehen gelandet und relativ schnell vor der Kamera und da bin ich dann auch geblieben. Kannst du noch mal sagen, was für alle, für die wenigen, die jetzt noch nicht kennen, was du ähnlich magst? Also so was für konkret für Sendungen du moderieren da ist zum Beispiel, genau. Genau, moderieren ist ja nur das eine. Also angefangen habe ich als Autorin und Reporterin für unterschiedliche Sendungen. Von Hallo Niedersachsen über Mein Nachmittag, das kennen vielleicht auch viele. Also klassisch Beiträge machen, über Dinge berichten. Das Moderieren kam dann einfach auch irgendwann dazu, dass man vor die Kamera gestellt wird und es wurde einem angeboten, eine Sendung zu moderieren. Genau, das ist ein Teil meiner Arbeit. Aber im Grunde genommen, der Grundstock ist immer über ein bestimmtes Thema recherchieren und dann präsentiert man das in unterschiedlichen Formaten. Das heißt also in unterschiedlichen Ausspielwegen, ob man es jetzt als Beitrag macht oder ob man moderiert oder auch ab und zu darf ich auch mal Hörfunkstücke machen. Passiert auch noch. Darf ich doch manchmal. Ja. Also dann rutschst du mehr zufällig in den Drohnenberuf eigentlich rein. Hast du die schon immer vorgestellt, dass du Plattdeutsch in beruflichen Raum abrufen wirst? Nie. Also ich wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, dass ich das beruflich mal irgendwann nutzen würde oder auch nutzen könnte. Lustigerweise in dem Bewerbungsverfahren für das Volontariat habe ich Arbeitsproben abgeliefert über Plattdeutsch und auf Plattdeutsch. Und ich wusste nicht, dass ich damit sozusagen in ein Wespennest steche und plötzlich sich Menschen dafür interessieren, dass ich diese, ich nenne es mal banale Fähigkeit habe, eine Regionalsprache zu sprechen. Und so kam eins zum anderen. Die Zusage kam für das Volontariat und muss lügen, es waren vielleicht 2 Stunden später, klingelte das Telefon und es war die erste Redaktion dran, die sagte, hättest du nicht Lust, deine erste Station vom Volontariat bei uns zu machen? Und so bin ich bei der Zentralredaktion für Niederdeutsch in Kiel gelandet, damals noch bei Ernst Christ. Und dann ging es munter weiter durch alle Plattdeutsch-Redaktionen im NDR. Hast du die Laufbahn, die Karriere, die du gemacht hast, auch machen kannst ohne Plattdeutsch? Es wäre gelogen, wenn ich nicht sagen würde, dass Plattdeutsch kein Türöffner war. Plattdeutsch war definitiv ein Türöffner und ich durfte relativ viele Sachen machen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und das hat sicherlich auch vieles ins Rollen gebracht, weil wenn du einmal bekannt bist, beziehungsweise gewisse Sachen machen darfst, dann kommen immer noch mehr Angebote und dann zog sich das weiter. Ich war mal plattdeutsche Quizshow-Assistentin für Jörg Pilawa bei 2 Pilotfolgen einer Sendung, die hieß Nordsee oder Ostsee. Also man macht die witzigsten Dinge und klar, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, Plattdeutsch hat mir nicht geholfen. Es war nie beabsichtigt, ich habe es nicht instrumentalisiert, es war einfach da und ich habe nicht hinterm Berg gehalten, dass ich es kann. Also ich glaube, es gibt relativ viele Leute, die es theoretisch könnten, die aber vielleicht gar keine Lust darauf haben. Wir müssen uns natürlich, egal was man im Plattdeutschen macht, also alle Kulturschaffenden oder auch Medienschaffenden, immer den Vorwurf gefallen lassen, dass viele Inhalte einfach auch nicht interessant sind für junge Menschen. Und ich glaube, das hält auch einige zurück, zu sagen so, hier übrigens, ich spreche auch Plattdeutsch und ich könnte mir vorstellen, was in Plattdeutsch
über Plattdeutsch zu machen. Und ich glaube, das ist etwas, dass wir diese Street Credibility, dass wir die einfach nochmal stärken müssen. Schnackst du im NDR-Platt? Klar. Auch mit Kollegen? Und, Ja, absolut. Also es gibt viele, die bestehen auch einfach darauf, die auch automatisch Plattdeutsch sprechen. Und einige spreche ich auch einfach auf Plattdeutsch an und bin dann immer ganz amüsiert, wie sie mich dann angucken. Manchmal, du hast es ja auch gerade gesagt, bitte sprich doch wieder Hochdeutsch. Also es ist auch ganz häufig, es putzelt einfach aus mir raus. Jetzt gibt es auch mittlerweile ein paar junge Leute, die Plattdeutsch nicht unbedingt mehr in der Familie lernen. Glaubst du, das hätte einen Pluspunkt zu sagen, ja, ich lerne diesen Spruch und ich verschaffe mir dadurch vielleicht Möglichkeiten, die ich anders eventuell nicht habe? Absolut. Ein bestes Beispiel aus dem Bekanntenkreis. Ich wurde angeschrieben von dem Mann einer Freundin, sagte, wo kann ich Plattdeutsch lernen? Ich möchte eine Rede halten bei einer Hochzeit und ich möchte das auf Plattdeutsch machen, weil das ist so eine schöne regionale Nuance. Wo kann ich Plattdeutsch lernen? Der hat dann einen plattdeutschen Online-Kurs gemacht und danach schrieb er, ich habe das Zertifikat hier, wie mache ich denn jetzt weiter? Und ich erlebe das ganz häufig, dass Leute sagen, so, ich würde das so gerne lernen. Bei uns, meine Großeltern haben es gesprochen, ich höre das so gern. Und es ist so norddeutsch, dass ich es eigentlich gerne können möchte. Und merke, dass die Resonanz und dass die Begehrlichkeit einfach total da ist, auch an der Durst nach Inhalten, also für junge Menschen. Also insofern kann ich nur da auch ein Plädoyer halten. Lernt es, ob es mit einem Online-Kurs ist, ob ihr euch in eine Volkshochschule setzt und das macht. Versucht, das aus euren Großeltern noch rauszuziehen. Und dann macht was damit. Also bringt was raus. Der Bedarf für Content ist da. Also los. Fehlt was an plattdeutscher Content. Absolut. Eigentlich stehen auf die Startblöcke und dann kann er losgehen. Genau, genau. Das wäre jetzt im Grunde ein perfekter Schlusssatz. Vanessa, herzlichen Dank, dass du hier mitgemacht hast. Gerne, danke, dass du mir empfangen hast.